So, hallo. Auf meinem obersten Balkon habe ich das schon alles erledigt. Aber jetzt hier auf dem mittleren Balkon wird es Zeit, dass ich auch mal die Blätter in der Traubenzone wegnehme. Es soll Licht und Luft rankommen. Es soll vor allem so sein, dass der Wind durchpusten kann und sich keine Staunässe bildet. Denn wenn es oben drauf regnet, dann sollen die Trauben schnell wieder abtrocknen, damit keine Fäulnis ansetzt. So. Und es wird jetzt bei mir auf dem Balkon, da ist es nicht so wichtig, aber es wird jetzt langsam höchste Zeit, denn hier gibt es schon die ersten roten Bäckchen. Und wenn Farbe durchkommt, dann sollten eigentlich die Beeren heute schon so ein bisschen abgehärtet sein gegen die Sonne, damit die Trauben keinen Sonnenbrand kriegen. Das können die tatsächlich und wir können sie nicht dagegen eincremen. Mit dem Sonnenbrand ist es folgendermaßen: Die Sonne trifft auf die Beeren. Wenn die Häute noch zart und dünn sind, dann kann die Sonne innen drin den Saft quasi zum Kochen bringen. Und der wird so heiß, dass die Beere innen abstirbt. Dann trocknet es ein, dann haben wir eine Rosine am Stock hängen, die fällt dann aber runter. Da können wir also keine Zibeben ernten für unseren Hefezopf. Das funktioniert leider nicht. Also rechtzeitig anfangen mit Entblättern. Im Weinberg ist es Pflicht. Hier bei meinem Esstrauben, das ist ein Muscat Bleu. Es ist eine pilzwiderstandsfähige Sorte, dann braucht man nicht spritzen. Das ist eine ganz schöne Sache, denn an meinem Haus will ich das auf gar keinen Fall haben. Bei diesen Sorten ist es nicht ganz so wichtig. Manche Leute empfehlen ja auch bei Esstrauben die Halbierung der Trauben, um eine bessere Qualität zu erzielen. Auch das ist mir persönlich hier nicht das Allerwichtigste. Mir ist es eigentlich wichtiger, dass viele Trauben dran hängen, denn hier an meinem Balkon freuen sich die Vögel den ganzen Winter durch, wenn sie eine Nahrungsquelle finden. Und das ist es mir wert. Also eigentlich habe ich hier gerne eine Laubwand und Schatten, damit ich auf meinem Balkon nicht durchgebraten werde. Aber die Trauben, die möchte ich natürlich schon ganz gerne gut haben. Deswegen mache ich jetzt hier die Traubenzone frei. Das bekommt den Trauben gut. Jetzt habe ich so weit entblättert, dass die ganzen Trauben locker hängen können, aber die Trauben nicht mehr aufliegen. Also wenn die Blüten kommen, dann sind die ja ganz leicht und sind so ein bisschen nach oben gereckt. Und wenn sie dann befruchtet werden und zu Beeren werden, dann fangen sie an, sich zu füllen und schwerer zu werden. Und dann finden sie nicht immer genügend Platz, um auch tatsächlich nach unten zu hängen. Dann liegen sie vielleicht über irgendeiner Blattgabel oder sie hängen übereinander drüber. Und wenn man das Ganze zu früh macht, dann kann es passieren, dass die Trauben verrieseln, dass also die einzelnen Beeren abfallen. Aber so sind sie schon ganz robust. Und ich habe jetzt die Blätter entfernen können, ohne zu viel Trauben zu verlieren. So, jetzt kann ich warten bis zum Herbst. Die ersten roten Bäckle hat es ja schon. Und ich freue mich jeden Tag mehr. Der Julian entlaubt mechanisch. War die maschinelle Entblätterung der Traubenzone, Ja? damit die Trauben besser belüftet werden. Danach im Herbst weniger faulen. Die Traubenbeeren werden dann resistent gegen die Sonne, deshalb muss man jetzt in der Zeit fahren. Sonst bekommen die Trauben Sonnenbrand und dann gibt es auch keine Trauben. Da können Sie sich jetzt langsam dran gewöhnen, genau, ganz vorsichtig. Was für Sorte haben wir hier? Die haben wir gerade in Topfelder. Sehr schön. Da kriegen wir was Feines in die Flasche. Genau. Super. Ja, vielen Dank, Julian. Dann schaffst du gut. Ebenso. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.